Das Buch, das ich heute mitgebracht habe, kreist um eine Frage, wo man doch denken sollte, dass sie klar ist, aber in «Maman» von der Sylvie Schenk ist sie nicht klar. Ich werde nie erfahren, woher meine Mutter stammt. Meine Geschwister und ich können nur das trockene, bürgerliche Vatererbe dokumentieren. Die Mutter, die Großmutter, die Urgroßmutter, die Textilarbeiterinnen und Wäscherinnen sind zu einem weißen Elefanten unserer Fantasie geworden. Ein Tier, das uns immer noch weiter in ausgefranste Gebiete zieht. Der neue Roman von der deutsch-französischen Autorin Sylvie Schenk forscht nach der Herkunft von der eigenen Mutter. Die ist 1916 in Lyon auf die Welt gekommen. Sylvie Schenk hat erst lang nach ihrem Tod ein bisschen mehr erfahren, dass die Mutter von ihrer Mutter eine bitterarme Seidenarbeiterin war, vermutlich aus Not auch eine Gelegenheitsprostituierte. Vom Vater weiss man nichts, er könnte ein Freier sein. Die Mutter von der Mutter ist nach der Geburt gestorben. Das Kind ist zuerst zu Bauern gekommen, mit 7 dann zu gutbürgerlichen Pflegeeltern. Der Sylvie Schenk, ihre Mutter, hat später einen Zahnarzt geheiratet, 5 Kinder bekommen, aber sie ist wie nicht vorhanden gewesen. Sie hat gewirkt wie ein Baby, irgendwie mechanisch. Sie hat auch umgeredet. Es sind ja ein paar Eckdaten, die du gerade schon genannt hast, so biografische Daten, aber insgesamt eine große Leerstelle, oder? Sylvie Schenk geht jetzt wie alt ist sie? Jahrgang 1944, also 78. Ja, also mit knapp 80 Jahren auf diese Spurensuche. Wie macht sie denn das? Wie geht sie da vor, Franziska? Sie erzählt in einer Kombination von Recherchen und Erfundenem auf engem Raum. Das Buch ist gerade 200 Seiten lang, aber sie lässt einem immer wieder in neue Szenen eintauchen, in verschiedene Welten. Das ist nicht nur ein privates Buch, sondern auch ein historisches, ein soziologisches, ein politisches. Und es stößt viele Türen auf, auch bei einem selber. Ich habe sogar mal von einer Szene geträumt. Was denn? Das erzähle ich jetzt nicht, das kommt später, wenn wir ein bisschen mehr quasi Buch unter den Füßen haben. Das ist der Podcast Literaturclub 2 mit Buch, heute mit der Franziska Hirsbrunner und Nicola Steiner. Und wir reden über den Roman «Maman» von der Sylvie Schenk. Du, Franziska, also du hast jetzt gesagt, dass es ein sehr reichhaltiges Buch ist, mehr als nur die Lebensgeschichte, was auch dich sehr persönlich angesprochen hat, soziologisch und mit ganz vielen Türen, die aufgemacht werden. Aber so wie ich dich verstehe, ist es ja doch eine sehr dünne Ausgangslage, eine Mutter, über die man gar nichts weiß. Ja, Sylvie Schenk hat ganz viel müssen recherchieren, auch darum, weil die Geschichte von der Mutter so tabuisiert war. Ein uneheliches Kind aus bitterarmen Verhältnissen, seine Mutter vielleicht eine Gelegenheitsprostituierte, zu Bauern gegeben worden. Dort, ohne dass man jetzt Details hätte, zu Schaden gekommen. Später bei den gutbürgerlichen Adoptiveltern nicht mehr gediehen, irgendwie beschädigt. Aber damals in den 1930er Jahren war es nicht naheliegend, so einem Kind psychologische Hilfe zukommen zu lassen. Da kommt ganz vieles zusammen. Und insgesamt haben vermutlich die rigiden gesellschaftlichen Strukturen eine grosse Rolle gespielt, dass man nicht darüber geredet hat. Naja, ist auch kein Wunder, oder? Dass jemand mit dieser Herkunft, mit dieser Geschichte nicht über sein Leben sprechen kann und auch nicht daran erinnert werden will. Aber es ist ein ziemlich großes Panorama zusammengekommen, offenbar. Ja, das ist ganz erstaunlich. Nur schon historisch. Das fängt im Ersten Weltkrieg an. Es erzählt dann vom Zweiten Weltkrieg. Auch zum Beispiel vom Gestapo-Chef Klaus Barbie, der in Lyon gewütet hat, wo ja das Buch zum rechten Teil spielt. Es fragt, was ein Krieg mit einer Gesellschaft macht, wer kollaboriert, wer profitiert, wer in die Resistance geht. Dann kommt die Nachkriegszeit bis in die Gegenwart. Es ist ein Panorama, auch dort, wo es nicht direkt um die Mutter geht. Aber Sylvie Schenk hat mir gesagt, sie hätte nichts davon können aus dem Ärmel schütteln. Das war für mich das schwierigste Buch überhaupt. Ich habe schon inzwischen 12 oder 13 Bücher geschrieben, aber dieser Roman, der war schmerzhaft. Es kamen nur ständig Zweifel. Mache ich das richtig? Erfinde ich das richtig? Habe ich genug recherchiert? Mache ich meiner Mutter Unrecht? Was mache ich, indem ich einen Roman über meine Mutter mache? Ist das nicht auch eine Art, sie zu verkaufen?
Ich hatte lauter moralische Fragen, auch künstlerische Fragen. Wie mache ich das, damit es nicht so larmoyant klingt oder falsch? Also ich habe lange gebraucht, um die richtige Form zu finden. Ich habe 3 verschiedene Fassungen gemacht. Sehr oft mit meinem Lektor sprechen müssen. Und schließlich hat es doch geklappt, glaube ich. Also ich finde das Buch sehr gelungen, auch weil es einen Bogen macht, weit über die Geschichte der Mutter raus, wenn ich das ja schon ein bisschen probiert habe zu erzählen. Und weil es neben dem soziologischen oder auch dem historischen oder politischen so ganz allgemein über Beziehungen nachdenkt, über Sexualität, über Bindung, auch über den Platz und die Möglichkeit, wo Männer, Frauen ja zum Teil sehr unterschiedlich haben. Du, aber Franziska, man hört ja bei Sylvie Schenk, dass Deutsch nicht ihre Muttersprache ist. Wie kam sie denn darauf, auf Deutsch zu schreiben? Also sie lebt, seit sie 20 ist in Deutschland. Sie ist eben Jahrgang 1944. Und ich habe sie natürlich auch gefragt, was sie für die deutsche Sprache so einnimmt, dass sie Deutsch schreibt. Weil ich selber immer das Gefühl habe, Französisch sei doch attraktiver. Zuerst, dass es eine Eroberung war, dass es so viele Schwierigkeiten gemacht haben. Ich konnte kein Wort Deutsch, als ich nach Deutschland gekommen bin. Mein Mann war Deutsch, aber sprach absolut perfekt Französisch. Und er wollte auch nur Französisch sprechen. Der gehört zu diesen deutschen Generation, die im Grunde genommen nicht deutsch sein wollte. Mit schwierigen Eltern aus der Kriegszeit. Und so hat er es mir auch nicht so leicht gemacht, weil er nur Französisch sprechen wollte. Also musste ich kämpfen, um diese Sprache zu lernen. Ich habe sie in Büchern gelernt, indem ich sehr viel gelesen habe, sehr viel zu Lesungen gegangen bin, einen kleinen Sprachkurs auch gemacht habe. Aber für mich ist Deutsch eine literarische Sprache geworden, vielleicht auch dadurch, dass ich sie viel in Büchern erfahren und gelernt habe. Und ich habe mich verliebt in diese deutsche Sprache, weil sie so voller Bilder ist, weil sie auch so flexibel ist. Man kann die Wörter durcheinander mixen, was man auf Französisch nicht kann. Das wissen Sie ja, Subjekt, Verb, Objekt. Ne? Und auf Deutsch kann man eine Menge Wörter hin und her schieben und vor allem diese zusammengesetzten Wörter haben mir gut gefallen, dass man Wörter auch erfinden kann. Also Deutsch ist eine sehr kreative Sprache. Ich liebe sie und ich möchte keine andere Sprache, auch nicht Französisch schreiben. Das ist wunderbar, das Plädoyer fürs Deutsche. Ich hätte natürlich auch Französisch bevorzugt. Ich musste jetzt gerade an Irina Kilimnik denken. Weißt du, wir haben doch im letzten Podcast über Sommer in Odessa gesprochen und die hatte mir erzählt, dass sie kommt aus der Ukraine und hat dieses Buch, diesen Roman auf Deutsch geschrieben und hat mir erzählt, dass das für sie ganz notwendig war, einfach auch um die Distanz zu bekommen zur eigenen Geschichte. Wie ist denn das bei Sylvie Schenk? Ist das auch so eine Art produktive Distanz, die sie durch die andere Sprache eingenommen hat? Also wir haben über das auch geredet und ich habe es total interessant gefunden, dass sie gesagt hat, sie hat eine Weile lang Französisch unterrichtet und ihr ist dann aufgefallen, dass ihre Schülerinnen und Schüler kreativer und freier geworden sind, wo sie angefangen haben, in der Fremdsprache in Französisch zu schreiben. Sie haben mehr von sich erzählt und auf eine Art erzählt Sylvie Schenk ja sehr viel von sich in diesem Buch und das hat schon auch eine Rolle gespielt oder das spielt für sie eine Rolle, so ein bisschen wie von außen auf die Sprache zu schauen und dann etwas mit der Sprache zu machen, sie dann zu gestalten. Und apropos kreativ, wie ist denn das Verhältnis zwischen Recherchiertem und Erfundenem, also zwischen Fakt und Fiktion, Kreativem? Ich denke, der Boden vom Faktischen ist extrem dünn. Sie hat nur rudimentäre Informationen gehabt, aber die pflastert sie dann nicht mit Geschichten zu, sondern auch das, was sie erfindet, ist sehr reduziert, sehr präzise. Einmal erzählt sie zum Beispiel, wie sehr sie darunter gelitten hätte beim Schreiben, dass sie ihre Mutter nur immer so als eine leere Blatter gesehen hätte, als es, sagt sie, angerichtetes Wesen. Und das, habe ich gefunden, ist ein verrücktes Bild.
es sagt so viel über die Mutter und ihr Leben. Die liegt auf einem Teller, die wird serviert, die hat kein Eigenleben. Und das ist eine Erzählfacette, wo sie dann mehrfach in ganz konkreten Geschichten über ihre Mutter spiegelt. Aber du hast mich ja gefragt, eben, wie viel faktisch ist drin und wie viel ist erfunden. Da ist dann von so einer konkreten Geschichte vielleicht nur ein winziges Teil überhaupt real und der Rest ist aus dem Kontext geformt. Ja, oder Bilder, die das ausdrücken jeweils, oder diese extrem schwierige Ausgangslage, dieses extrem schwierige Leben offenbar, obwohl sie ja dann geheiratet hat und Kinder bekommen hat. Also es war ja dann doch ein bürgerliches Leben, was die Mutter geführt hat. Genau, sie hat einen Zahnarzt geheiratet. Das kommt einem vielleicht ein bisschen schräg vor, weil sie ist also nicht mitgekommen in der Schule. Sie hat keine einzige Freundin gefunden, obwohl sich ihre Adoptivmutter extrem bemüht hat. Die Adoptiveltern haben sie verheiratet, eine Ehe arrangiert. Aber die Eltern vom Mann haben dann die Mutter später immer spüren lassen, dass sie sich irgendwie reingleimet vorkommen. Wobei ihren Sohn überhaupt nicht tüchtig war. Also offenbar hätte etwas anderes studieren, das hat er nicht geschafft. Dann haben wir gedacht, gut, Zahnarzt geht vielleicht. Und dann haben wir auch noch bei den Prüfungen bestochen. Es sind auch das so fein gezeichnete Muster, wenn sie so eine Geschichte erzählt, wo man etwas erfährt über die Gesellschaft, über die Beziehungen, auch über die Zeit. Und ich wollte von der Sylvie Schenk wissen, was sie und ihre Geschwister die überhaupt mitbekommen haben von solchen Geschichten als Kind. Ich glaube, wir haben unbewusst, als wir kleiner waren, gespürt und später das auch klar gesehen, dass die beiden sich nicht liebten. Auf jeden Fall, dass meine Mutter meinen Vater nicht liebte. Sie war mit ihm ziemlich trocken und kritisch. Wir verstanden nicht wirklich, was mit ihr los war. Gut, das war eine Ehe der Zeit. Ne? Der Mann machte ungefähr, was er wollte. Bei meinem Vater war das, sobald er mit seiner Arbeit fertig war, Skifahren oder in die Berge gehen oder Tennis spielen. Und die Frau blieb bei den Kindern. Also ich habe immer gedacht, das ist es, was sie schockiert, was sie ungerecht findet. Aber ich glaube, das war viel tiefer. Das war teilweise ein Hass, den ich sogar an ihrem Sterbebett gespürt habe. Mein Vater hat damals versucht, sie noch zu umarmen und sie hat ihm einen Blick geworfen, der wehtat. Es war kein liebevoller Blick. Also sie liebte ihn nicht, sie fühlte sich sehr, sehr allein. Aber ich glaube, das lag auch an ihrer Persönlichkeit. Ein Leben der Einsamkeit, ein Leben, wo sie nie verstanden wurde, wo sie nie reden konnte. Nie über sich, wo sie sich über sich selbst nie klar war. Und ein Leben lang über ihre Traumata, glaube ich, gelitten haben. Nun, als Kind weiß man das nicht, merkt man das nicht. Und als Heranwachsende kaum. Ja, das ist irgendwie erschütternd und bewegend, oder? So ein Leben der Einsamkeit, was man nicht überwinden kann und was dann doch in alle Beziehungen mit reinspielt, offenbar. Also sowohl in die Ehe als auch in die Elternbeziehung zu den Kindern. Das scheint wirklich in dem Sinne eine unnahbare Persönlichkeit gewesen zu sein. Ja, das stimmt. Und ich würde an dieser Stelle ganz gerne mal ein ganzes Kapitel aus Maman vorlesen lassen. Es heisst «Die Puppe». Und ich habe erst im Nachhinein gemerkt, also längstens nachdem ich mit der Sylvie Schenk geredet habe, dass die Puppe man auch als Begriff brauchen für die Mutter. Also, es geht um das Baby, das die Mutter von der Sylvie Schenk bekommen hat, wo sie bei ihren Adoptiveltern nachgekommen ist, mit 6, fast 7, und wo sie jetzt an ihre Töchter weitergibt. Lara Körte liest das Kapitel vor. Die Puppe. Nach dem Tod ihrer Adoptivmutter brachte Maman die Puppe mit zu uns. Eine Erinnerung, sagte sie, aus ihrer eigenen Kindheit. Sie legte sie auf das Bett, das ich mit meiner Schwester Pauline teilte. Maman fand es bestimmt unangebracht, sie wegzuwerfen. Die Puppe war in einem perfekten Zustand, ein Beweis, dass sie nicht mit ihr gespielt hatte, wollte aber ein solches Objekt nicht auf ihrem Ehebett sehen. Diese Stoffpuppe mit dem wirren roten Wollhaar, dem langen rosafarbenen Kleid über angenähten rosafarbenen Beinen interessierte uns aber nicht.
Es war kein echtes Spielzeug, eher ein dekoratives Ding. Wir drehten sie ein paar Mal um, fanden ihr stoffliches und schlappes Wesen enttäuschend und nicht sinnlich, waren schon zu alt, um mit Puppen zu spielen, zu jung, um in ihr einen historischen Wert zu erkennen und zu uninteressiert, um Fragen darüber zu stellen. Die Puppe lag eher störend auf der Decke und wir kippten sie meistens aus dem Bett, wenn wir unter die Betttücher schlüpften. Wir traten auf sie beim Aufstehen, schmissen sie in eine Ecke oder auf den Schrank. Meine Schwester und ich waren auch so gestrickt, dass kein Ding uns ans Herz wachsen konnte, ob Spielsachen, Bücher, Hefte, Schmuck, Kleider, Uhren. Wir haben nie daran gedacht, dass an dieser Puppe eine andere Kindheit hing. Im Nachhinein denke ich, dass dieses Geschenk ihrer neuen Mutter für Maman zu groß war oder zu dieser Welt der schönen Sachen gehörte, aus der sie sich ausgeschlossen fühlte, an dessen Rand sie als Statistin stand. Hatte sie nicht schon als Sechsjährige gefühlt, dass die Puppe mit dem seidenen Kleid zu einem anderen Kind, als sie es war, zu einem echten Kind hätte gehören müssen? Hatte sie schon damals das Gefühl, eine Betrügerin zu sein? Hatte sie einen Hochstaplerkomplex, den ich bei mir sehr spät auch erkannt habe? Vielleicht war die Puppe eben nur ein Requisit aus einem längst abgesetzten Stück, ein totes Ding aus ihrer toten Kindheit. Und dass wir die Puppe misshandelten, war ihr womöglich völlig egal. Irgendwann verloren wir die Puppe aus dem Blick, dann aus dem Gedächtnis. Ja, das ist, also ich reagiere da natürlich sofort drauf, auch weil du vorhin gesagt hast, die Puppe könnte unter Umständen ein Symbol für diese Mutter sein, oder? Zuerst ist sie ja nur ein Symbol dafür, dass die Mutter sich denkt, sie gehört nicht dazu, aber es ist ja dann eben auch, wie wird mit so einer Puppe umgegangen und ein Ding ohne Identität. Also da laufen ganz viele Gedanken mit, wenn man diese Geschichte hört. Obwohl es so kurz ist, kurz und prägnant, einfach ein Bild, oder? Ja, es ist das Bild, das hat, finde ich, auch über ganz viele Facetten. Es geht dann ja auch noch um eine Körperlichkeit zum Beispiel. Es spielt recht eine grosse Rolle in diesem Buch. Also, dass Frauen keinen Zugang haben zu ihrem Körper oder auch... Keine Macht auch darüber. Ja, beziehungsweise auch Sexualität mit Beziehung verwechselt und all die Geschichten. Und es ist grundsätzlich eine beziehungslose Familie. Und die Mutter kann nicht kommunizieren. Den Töchtern zum Beispiel sagen, was das Baby für sie bedeutet, das hat sie wie nicht in ihrem Chip. Ich glaube, sie war auch selbst absolut unfähig, so weit zu denken. Die Puppe bedeutet das und das. Ich glaube, sie hat unheimliche Schwierigkeit zu reflektieren über ihre eigenen Wünsche, ihr Geschmack, ihr Willen. Sie konnte das nicht einfach. Sie konnte überhaupt nicht sprechen. Sie sprach allein vor sich hin, in Schränke hinein zum Beispiel. Sie sprach nicht mit uns oder mit meinem Vater und sie sprach nie über sich selbst. Sie konnte das nicht. Wir haben nie was erfahren über ihre Kindheit. Als sie angekommen ist bei ihrer neuen Adoptivmutter, war sie, glaube ich, schon kaputt. Also so traumatisiert von diesen ersten 6 Jahren, die wahrscheinlich für ein Kind die wichtigsten sind, dass sie jede Natürlichkeit verloren hat und so gehemmt, dass sie auch nicht wirklich erkannt, was für sie bestimmt war. Also, es ging mir jetzt wieder so, wenn ich Sylvie Schenk zuhöre. Da kommen mir fast die Tränen. Ich finde, man spürt so eine Dringlichkeit in dem Stoff und die Art und Weise, wie Sylvie Schenk sich damit auseinandersetzt. Auch vorhin, wie sie gesagt hat, sie hat versucht, die richtige Form zu finden. Was kann sie bloßlegen und was nicht? Das ist wirklich wahnsinnig. Also, es ist immer blöd, mit solchen Kategorien zu operieren, aber es geht mir echt ans Herz. Mir geht es genauso, aber ich möchte nicht, dass der Eindruck entsteht, Maman sei ein tragisches Buch. Es ist berührend, aber das kann ja auch etwas sehr Positives haben. Berührung heisst ja auch, man fühlt sich lebendig. Genau. Man kommt mit Themen in Berührung, wo man denkt, ja, in irgendeiner Ecke von meiner Geschichte kenne ich die auch, halt vielleicht ganz anders, aber ich kenne sie und das kann gut tun. Was Sylvie Schenk macht, ist Autofiktion. Ein Genre, das im Moment sehr populär ist. Sie sagt, das hätte es schon immer gegeben. Ich würde gerne einen kurzen Exkurs machen an dieser Stelle, weil du dich vertieft mit Autofiktion auseinandergesetzt hast, Nicola. Was ist für dich Autofiktion zuallererst?
Also es hat es natürlich schon immer gegeben, weil jeder Autor, jede Autorin auch aus dem eigenen natürlich schöpfen. Ja, also denk an Augustinus, denk an Robert Walser, denk auch an Dostojewski etc. Und trotzdem wurde es nie als solches deklariert. Also den Begriff der Autofiktion gibt es ja erst seit 1977, also vom französischen Schriftsteller Serge Dubrowski eingeführt. Der hat damals ein Buch geschrieben, Fils hieß es, also Söhne, Sohn, und wurde so als Mischungszustand zwischen Fiktion und Autobiografie deklariert, also so eine Art Maskenspiel. Was ist es jetzt eigentlich? Oft gehört eben dazu, dass die Erzählstimme, das erzählende Ich auch tatsächlich mit dem Namen des Autors, der Autorin deklariert werden. Das ist natürlich in der neueren Autofiktion nicht immer der Fall. Ja? Wird dann auch rumgespielt. Für mich ist es wirklich in erster Linie ein literarisches Spiel, also zwischen dem Erfundenen und zwischen dem Autobiografischen. Also bei Serge Dubrowski gibt es diesen wunderbaren Begriff des Drehkreuzes. Das heißt, Autofiktion ist gefangen in diesen zwei Gattungen. Sie ist weder Autobiografie noch ist sie Fiktion. Die beiden gehen die ganze Zeit so ein bisschen gegeneinander. Ich persönlich, also ich habe in Sylvie Schenks Buch reingelesen, ich würde das jetzt, natürlich ist es jetzt rein, wenn du Kategorien zugrunde legen willst, ja, dann ist es autofiktional, aber für mich geht es wie ein bisschen darüber hinaus. Es ist eben kein literarisches Spiel mit Genre, sondern es ist wirklich für mich, es hat für mich eine Dringlichkeit. Also es ist, glaube ich, es geht nicht um die Art der Literatur an sich, sondern wirklich die Frage, wie erzähle ich das, was mich ausmacht. Ja, das ist absolut so. Also wir haben kurz darüber geredet und das Dringlichkeit ist genau das Wort gewesen, das sie selber auch benutzt hat, und das andere Wort war Aufrichtigkeit. Wahrhaftigkeit auch. Genau. Also ihr geht es immer darum, viel zu geben, aber nicht um den eigenen Bauchnabel zu kreisen und unbedingt auch die ganzen Zusammenhänge abzubilden. Also sie hat zum Beispiel sehr, sehr viel recherchiert ums Milieu von der Mutter, also dieser armen Arbeiterin. Ich sage immer dieser armen Arbeiterin, aber sie haben wirklich in einer krassen Armut gelebt damals. Und Frauen haben dann auch noch nur 50% verdient von dem, was Männer verdient haben. Also es sind unhaltbare Zustände gewesen. Und es ist ihr sehr, sehr wichtig gewesen, das plausibel und auch genau abzubilden. Sylvie Schenk ist jetzt 78. Sie weiss erst seit ein paar Jahren ein bisschen mehr von ihrer Mutter, die relativ jung gestorben ist an Krebs. Vor dem Hintergrund, dass es so schwierig war, etwas herauszufinden über die Mutter, habe ich dann gefragt, also obwohl ich genau weiss, dass ich es auch nicht arbeite, warum Sylvie Schenk am Sterbebett von der Mutter nicht probiert hat, etwas zu erfahren von ihr. Ich glaube, aus einem gewissen Respekt auch. Sie hat ihr Leben lang geschwiegen. Sie wollte nicht, dass wir etwas erfahren. Und wie soll ich das sagen? Ich glaube, ich wollte ihren Tod nicht verderben. Ich hätte den Eindruck gehabt, ihr Gewalt anzutun. Ich hatte Angst, ihr noch in ihren letzten Minuten noch weh zu tun, sie zu zwingen irgendwie zu einer Aussage, die sie uns nicht machen wollte. Diese Angst war immens, die war so groß, dass ich geschwiegen habe. Ja, das Schweigen der Mutter und dann das Schweigen der Tochter, und irgendwie versucht jetzt Sylvie Schenk, dieses Schweigen zu brechen, oder mit dem Roman. Oder ist es ein Roman? Es ist absolut ein Roman. Es hat ja auch einen roten Faden und es behaltet einen bei der Stange beim Lesen, weil man wirklich wissen will, wie sich die Bruchstücke jetzt zusammensetzen. Und sag mal, also es gibt ja so viele Bücher, das sind Abrechnungsbücher mit Müttern und Vätern in der Regel. Und das ist, ich kann mir gar nicht vorstellen, was sollte sie mit ihrer Mutter abrechnen? Also wie ist der Ton? Das kommt aber durchaus vor. Also der Ton kann durchaus mal sehr hart sein. Das nervt ja auch, vor allem als Kind und Jugendliche. So eine Lehrstelle als Mutter. Der Ton ist klar, knapp, zwischendurch aber, also das hat Sylvie Schenk, finde ich, auch so beim Reden, so einen Schalk. Das ist auch drin. Und was es auch gibt, manchmal wird richtig wüst geredet. Also sie zeichnet zum Beispiel ihre Grosseltern väterlicherseits, die ganze gutbürgerliche Lyoner Welt, die zeichnet sie sehr kritisch. Auch irgendwie die ganze Verachtung, die sie ja dann gleich auch zu spüren bekommt. Sie ist ja Kind von ihrer Mutter. Die zeichnet sie sehr präzise und von denen schreibt sie dann ab und zu von den Lyoner Ersch.
Und um jetzt aber doch nochmal auf das Schweigen und das Schweigenbrechen zurückzukommen, also was hat es jetzt für Sylvie Schenk quasi gemacht, dieses Buch zu schreiben? Was hat es mit ihr gemacht? Das hat mich auch wundern. Klar, heute sind Tabus vielleicht ein bisschen anders gelagert. Die Geschichte der Mutter wäre heute vielleicht nicht mehr so geschämig, aber heftig bleibt sie. Und darum habe ich Sylvie Schenk gefragt, was es ausgelöst hat, wo die Fakten dann auf dem Tisch gelegen sind. Ich glaube erst dann, und das ist ja vor kurzem, also wir recherchieren erst seit einigen Jahren. Es war ein Schock. Ich glaube nicht, dass Schock vielleicht das richtige Wort ist, aber es brachte uns unsere Mutter näher und wir sahen sie jetzt endlich anders, und zwar als Opfer der Umstände. Wir haben sie selbst kritisiert. Mein Gott, die könnten sich auch um uns ein bisschen kümmern oder sich für uns interessieren. Ich habe auch versäumt, dass sie sich auch für meine Schriftstellerei zum Beispiel interessierte, dass sie sich für meine jüngeren Geschwister vielleicht engagierte, so dass sie wenigstens zu ihren Lehrern ging oder so. Nein, sie war ziemlich oder machte einen sehr gleichgültigen Eindruck. Und auch wenn wir schon lange wussten, dass sie adoptiv war, wir hatten es erraten und dann hatten wir irgendwann Beweise, wussten wir nicht viel über sie. Und erst seitdem ich weiß, woher sie wirklich kam, als ich erfahren habe von dem Tod ihrer eigenen Mutter bei der Geburt, von ihrem Aufenthalt bei Bauern in der Ardèche erfahren habe, erst jetzt kann ich wirklich nachvollziehen, warum sie so kaputt war, was mit ihr passiert ist und dass es nicht ihr Fehler ist, wenn sie so war und dass es auch nicht der Fehler meines Vaters ist, der zwar vielleicht egoistisch war, aber eben auch ein Mann seiner Epoche, seiner Zeit, dass die beide unschuldig sind. Ich wusste es instinktiv, also ich habe meine Mutter immer verteidigt, wenn sie angegriffen wurde und ich habe sie auch immer sehr geliebt. Aber ich glaube, ich verstand sie nicht so, wie ich sie jetzt verstehe, jetzt, wo ich mehr weiß. Und wo ich Dinge weiß, die sie selbst nie erfahren hat, wahrscheinlich. Sie ist eine Mutter, die keine Mutter hatte. Ich glaube, das war ein Journalist, der mich darauf aufmerksam machte. Das Buch heißt Maman. Aber meine Mutter hat das Wort Maman nie wirklich aussprechen können. Denn sie hatte keine Maman. Sie hatte dann nur diese Adoptivmutter und sie war schon fast 7. Ja. Was mich immer wieder beschäftigt ist, also Sylvie Schenk wusste ja wirklich gar nichts über ihre Mutter und ihre Mutter wusste gar nichts über ihre Herkunft, aber auch bei uns, ja, grundsätzlich weiß man ja über seine Eltern überhaupt gar nichts, denke ich mir oft. Und das ist ja so eine Leerstelle, die uns alle irgendwie beschäftigt. Aber ich hänge die ganze Zeit noch deinem Traum nach, Franziska. Was hast du denn jetzt geträumt? Das möchte ich schon noch wissen. Ich muss ein bisschen Anlauf nehmen. Ich habe ja gesagt, dass Sexualität eine wichtige Rolle spielt im Roman von der Sylvie Schenk. Als Verhältnis von Frauen zu ihren Körpern und das Verhältnis von Männern zu Frauen. Und die Maman, die nicht kommuniziert hat, hat aber 2 Maximen gehabt. Alle Männer sind Schweine und man darf auf gar keinen Fall ungewollt schwanger werden. Sylvie Schenk hat 3 Schwestern. Alle 3 sind ungewollt schwanger worden und sitzen gelassen worden. Das war in den 60er Jahren ein ziemliches Drama und träumt habe ich von dem Gefühl von Lieblosigkeit und Beziehungslosigkeit, wo ja auch durch den Roman läuft, wie ein roter Faden vom Moment an, von der Zeugung von der Mutter und wo es nie so viel Beziehung oder wenigstens basalen Respekt gibt, dass ein Kondom oder eine andere Massnahme ins Spiel kommt. Ich habe plötzlich gefunden, es ist so eine grundsätzliche Verrechtlichkeit. Weil nachher ist die Frau in so einer saudummen Situation. Und wird allein gelassen. Und ist allein. Mhm. Mir kommt gerade dieser Satz in den Sinn, den ich auch im Gespräch mit Sylvie Schenk von dir gehört habe. Da sagt sie an einer Stelle, worüber man nicht spricht, das wiederholt sich. Ja, und das ist offenbar in der Familie tatsächlich so gewesen, dass sich gewisse Muster wiederholt haben und dass auch alle 5 Kinder von dem Ehepaar, also es hat noch Brüder gegeben, schon dann in ihrem späteren Leben damit zu kämpfen hatten,
dass es eben so sprachlos zu und her gegangen ist in ihrer Familie. Ich stelle das ganze Gespräch mit Sylvie Schenk übrigens in die Shownotes. Das ist der Podcast Literaturclub 2 mit Buch gewesen, heute mit Franziska Hirsbrunner und Nicola Steiner. Sounddesign Lukas Fretz. Wir haben über den neuen Roman von der Sylvie Schenk geredet. «Maman», erschienen im Hansa Verlag, 127 Seiten. Die Ausschnitte ausgelesen hat Lara Körte. Die nächste Ausgabe von Literaturclub 2 mit Buch haben unsere Kollegen Felix Münger und Simon Leuthold an den Solothurner Literaturtagen aufgenommen. Sie haben mit der jungen Schweizer Autorin Tabea Steiner über ihren neuen Roman «Immer 2 und 2» geredet. Das ist eine Auseinandersetzung mit dem Leben in einer Freikirche und der Suche nach einem eigenen Weg aus so einer Gemeinschaft heraus.